Also ich ging so in Nicola Mün den nämlichste Velo mal schon für uns zu fänken. Und mein Velo ist mal ein bisschen wie mich ungewusst. Das heißt, ich fahre permanent Velo hier an der Stadt. Sobald nicht mehr an der Stadt ist, will ich immer das Velo, egal bei wem wird. Da probiere ich auch Wand ganz klar, dass am Winter ist ein bisschen mehr kompliziert. Und dann natürlich den Triage von den Déchets noch daheim. Ich meine, du hast noch mein Kanner ganz großen Wert darauf, dass wir das wirklich alles anständig trennen daheim. Und das haben wir auch übrigens unseren Ukrainer beigebracht, die bei uns daheim wohnen. Das war nicht so einfach, aber ich meine, so klappt das aber. Ja, genau, also ich würde mich da gerne noch schließen. Ich habe die Chance, dass ich an der Stadt arbeiten und dass ich an der Stadt wohnen. Und dass ich da nicht viel auf den Auto gewesen sind. Das heißt, ich mache viel mit dem Velo. Ich probiere noch, wenn ich bis weit wohne, dass ich mich da so plane, dass ich auch den öffentlichen Transport holen kann und dass ich den Auto Seele benutzen. Ich das leider aber auch tun, weil ich effektiv an der Stadt wohne und weil ich die Chance habe. Und ich probiere noch an all meinen Lebensbereichen auf Nachhaltigkeit aufzupassen und mich auch so zu behalten, wie das soll sein. Ma wann Chef Direktor nuschleise mir hat jo fir pu Maint und 2 Maint Gemengewahlen an do mir auch als DP gesot, dat man wollen méi op die Mobilität hus an der Staat setzen, dat man wollen ze summen hängen Vëllosphäre hunn, allo fir Nationalwahlen, so man doch, dat man wollen als Zuchtverbindungen fir wann iwwer mi weit fuhren, dat méi schnell geht, dat de méi séier mam Zug vun A op B kënnt, dat de mi séier vun der Staatfleich op Ash op Duni könnt. Ich war selber op Duni Lettzeburg, wo der Campus an der Stadt geht, an den Campus zu Ash. Und das ist ein konkretes Beispiel. Wir müssen gucken, wann ich vielleicht Mäuskuren Campus an der Stadt hört, dass ich dann noch sehr mit dem Zug auf den Campus auf Ash können. Und das ist ein Punkt von unserem Wahlprogramm, dass man als Zugverbindungen für die Mobilität oder für den öffentlichen Transport weiterhin zu stärken, dass Leute auf den zurückgreifen und nicht auf ihren individuellen Auto. Also das ist ganz logisch, wenn ihr sehr weiter könnt man am öffentlichen Transport, wie man ein Auto, wenn das mehr bequem ist, dann hält den automatischen öffentlichen Transport, das kann in das Ausland gucken gehen, da ist das so, steht kein gerne am Stau. Und ich muss so in den Elektrobike, wird aber der Velo an der Stadt Lützeburg, die aber bei viel abgebaut ist, total demokratisiert. Und ich meine, die gehen auch immer mehr performant und besser auch für den Qualitätspreis. Und das haut wirklich aber schon der Wert, für daran zu investieren. Und da muss man natürlich auch investieren an sekurisierte Velospisten, an zusammenhängende Velospisten, für das wir auch uns trauen, uns zum Beispiel sie wie ihre Kanner auf der Velospiste fahren zu lassen und dass wir da keine Angst müssen haben. Also Nachhaltigkeit ist für mich eben, wenn ich noch Sachen zum Beispiel reutilisieren kann. Nachhaltigkeit ist, wenn ich so lebt, dass ich am Anfang Zukunft nicht hypothekiert, aber dass ich eben ein bisschen aufpasst, wie ich lebt, wer noch von Materie gebraucht, für dass ich eben dass ich keinen Auffall kreiert, den schwer aufbaubar ist. Und ich meine, da muss man einfach alle Guten uns besser disziplinieren, für dass wir da auch besser darauf aufpassen. Nachhaltigkeit ist für mich eine bessere Welt zu handeln. Und da muss ich aber so in Finale am Alter haben wir aber ganz tags nicht so gelebt. Dann 70er, 80er Jahre war das nicht so. Und da muss eben ein neues Bewusstsein kommen. Und dafür sind ich froh, dass der Nicola dabei ist, weil ich meine, dass die Jungen, und ich sehe das auch mit meinen Kindern, da viel mehr größtes Bewusstsein dafür haben, wie wir zum Beispiel hatten, wo das Arbeitnehmer müssen neu lehren. Ja, ich sehe das ein bisschen am Kader von meinem Beruf, ich bin auf der Code. Und dort die Europäische Union Kriterien etabliert, was das Nachhaltigkeit und das ist die sogenannte Taxonomie, das heißt, dass das, was Corinne Kahn gesagt hat, formalisiert an Kriterien europäischen Niveau. Und da mussten wir als Letzteburg Museum bekannt für als großes Finanzplatz. Aber wir müssen gucken, dass wir auch dort an nachhaltige Finanzen weiter fördern, an den Leader gehen, an der sogenannten Sustainable Finance, dass wir als viel Fonds, wir sind die zweitgrößte Fonds, Platz von der Welt, dass wir als Klienten und die Leute, die hier in Fonds investieren kommen, auf Fonds investieren, die nachhaltig sind, die an geringe Kriterien investieren wir auch an Projekte wie Mobilität dus, Erweiterung vom öffentlichen Transport und das ist da, wo wir können ganz konkret wozu sehen, weil wir sind nämlich ein großer Finanzplatz, wo wir diese können investieren an Projekte, die nachhaltig sind, die gering sind, die den Kriterien entsprechen, wo die Europäische Union eben Leader waren und das ist das, was für mich nachhaltig ist und das ganz konkrete Niveau ein paar Bayer, wo ich das all darum in Beruf gesehen.
Auch die Ökonomie zirkulär darf man nicht vergessen. Ich fand am Anfang immens interessant und spannend, dass mein Auffall engem andere kann als Matière Première Dinge für eine selbst ernst das dummer dazu machen. Da tun wir ganz viel an der Großregion, auch wo man das auch wirklich unterstützt tun. Als Großregionsminister verstehe ich ganz viele Projekte und das am Anfang wirklich flott. Wenn ich sage, ja, ich habe einen Auffall, den am Anfang für einen Drecksküste aus, und den anderen sagt, nee, das ist am Anfang meine Matière Première für weiterzukommen, und für mein Produkt können zu entwickeln. Und das fand ich am Anfang ganz spannend und da sollten wir auch weiter daran investieren. Ja, weil wir wollen an einer properer Welt wohnen, weil wir wollen, dass uns Kinder und uns Enkelkinder auch an einer properer Welt wohnen, weil wir gesehen, dass am Fongehol die ganzen Auffall, Plastikauffall notamment, dass das nicht mehr zu bewältigen ist einfach, und dass wir daran erinnern gehen. Wir haben just eine Welt, und da sollen wir auch darauf aufpassen, und wir sollen die auch proper lassen, und das gehört eben da ganz klar dazu. Das genau dat an der so einfach weil als Ressourcen limitéiert sind entspricht am Fong enger Logik für dat man diese limitierte Ressourcen einsgin, dat man do einfach dat optimiseieren an dat man bewusst sinn, dat man net unendlich viel Energie hunn, dat man muss op einer Energie umswitchen für weiter hin besoen gerecht zu gehen an der eng Evidenz, dat wat man am Fong schon wusste, mir war an den letzten Jahren immens urgent an immens méi bewusst gin ass notamment och durch en grossen Moment, den duch viel Leiit an notamment viel Junker auf Vierbrüch gouf an do west ass dat lo fängt ass lo eng Evidenz, wo all polisch Partei an all Responsablen och gros Entreprisen, gros Institutionen mussssen ihre Rolle spielen, an do wëlle mehr als Politik eben die richg Usatzweisen. Also als Politiker muss ich immer Ambitionen haben. Und schmengen muss auch immer gefordert gehen vom Terrain, weil so ist es doch schwer zu explizieren. Und schmengen die Ambitionen müssen immer hoch sein. Kann ihn so auch nicht immer all direkt erfüllen, die Ambitionen. Mit muss ich aber ernst Ambitionen haben, für es besser zu machen, um weit zu gehen. Das ist aber als Politiker mal das allererste. Muss ich immer ambitiöse Ziele haben. Da sind ich aber immer 100% der Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass just die Decision total falsch ist, die nie geholt wird. Das heißt, sind immer aber auch bewusst, dass wenn Decisionen hält, dann hat noch Leute, die eine andere Meinung haben und dann sind nicht immer belebt und dann polarisiert die normal. Aber ich meine aber, wenn ich Politik machen, wenn ich etwas Gutes will machen für das Land und für die Menschen, dann muss ich auch können Decisionen holen, die nicht immer so populär sind. Genau, ich komme schon mit durchschließen. Also als Nicht-Minister, ich meine, wir sind dafür für dann die Regierung an die Gewählten immer zu encouragieren, was sie vielleicht vom Beruf kommen, zu sagen, nee, denkt auch an die Nachhaltigkeit. Und voilà, da hat jeder in seine Rolle als seine Aussätze, die er kann geltend machen. Ich meine, das ist eine Frage, die basiert auf, wie man als Energietransition hinkriegen. Und da muss man eben muss alle Land gucken, wie man das am besten hinkriegt. Wir als Lützeburg, wir setzen uns dann zum Beispiel an, und auch als DP, dass wir als alternative Energiesubsidien wollen an die Leute setzen, dass wir die Leute wollen encouragieren. Und das ist etwas, wo ich muss so schnell wie möglich das hinkriegen, für dass wir die Ziele, die wir jetzt gesagt haben, notamment am Pariser Klimaakcord erreichen. Ich meine, wir sollten noch nicht immer andere bleiben, also noch mal wie die, wir sollten nicht zu anderen inspirieren. Ich meine, wir können alle gut von dem anderen lernen, wir sind mit Kleinland, andere sind mit groß. Länder und ich meine, sollen immer die Best Practices aus allen Ländern, sowohl aus Europa wie auch von mir weit weg, aber gucken und sollen abhalten, verschiedene Länder immer unter Pranger zu setzen, weil auch da laufen Sachen und wir müssen eben einfach gucken, dass wir die Best Practices besser koordinieren, respektive uns auch daran inspirieren mal und anderen, die vielleicht nicht à première vue immer gut Beispiele sind, mir auch die haben wahrscheinlich aber Sachen, die sie machen, nicht weiß ich. Und dafür ich meine, das ist ganz wichtig, dass man nicht bleiben, dass wir gucken zusammen eben die Nachhaltigkeit an der Welt, weil ich meine, dass wir das wollen. Wir wollen eine nachhaltige Welt. Lützeburg kann ein Beispiel sein an Kaffeereiter sein, und das ist auch das, was wir wollen. Aber das, was wichtig ist, ist einfach, dass die ganze Welt auch machen möchte. Weil sonst, wenn die einen polluieren, wenn die anderen nicht polluieren, ja, dann ist das auch ökonomisch ja noch ein Problem für die sich da mehr gehen. Und dafür meine ich, sollte man da nicht bleiben, aber andere encouragieren, für mehr zu machen.
Konkret, ganz konkret kommt zurück auf die durable Finanzen, auf nachhaltige Finanzen. Ich meine, dass wir da als Lützeburg ein immenses Potenzial für auch auf der Welt einen interessanten Platz, wo die Leute kommen, weil sie wissen, hey, sind Opportunitäten für Green Finance, weil wir haben gut Leute, wir haben gut Leute an der Bank geschaffen, wir haben gut Leute an den Afkoten-Etüden schaffen. Und da sehe ich ein richtiges Potenzial. Wir sind gut vernetzt, wir haben das Know-how, wir haben noch die gewisse Agilität für Regelwerke sehr anzupassen. Und das ist etwas ganz Konkretes, ich meine, wo Lützeburg schon gut ist, wo wir können noch besser gehen, aber wo ich für die Zukunft ein großes Potenzial gesehen. Ja, ich ging so, es muss unbedingt Leute wie den Nicolas Würth unterstützen, die wirklich an ganz verschiedene Bereiche immens Bescheid wissen, wie ein Lograt auch gewiesen hat. Man muss Leute unterstützen, die wirklich auch den Courage haben, für Sachen zu ändern, die den Courage haben, nochmal vielleicht unbelebt zu sehen, und den Courage haben, für weiterzugehen und in Zukunft zusammen zu planen.